Woche keiner der uns sieht, immer was verloren wäre. Maar Woche keiner der ist so weit, der ist besser, alle nicht. Hallo, wie geht's euch? Ich hab mal so überschlagen, es sind jetzt 19 Jahre. Seit 19 Jahren stehe ich jetzt hier immer auf der Bühne und seit 19 Jahren sage ich immer, hallo, wie geht's euch? Seit 19 Jahren in derselben Stadt, 2000 Menschen tun da ihre Pflicht. Die Firma macht da nicht nur Kohle satt, die macht ganz plötzlich ihre Tore dicht. Das alles bei Rekordgewinn, kein Wunder, dass ich sauer bin. Doch was will man schon tun, so ganz allein? Einfach nur hilflos mit ansehen, wie die auf der Straße stehen. Nein, wir müssen gar nicht so alleine sein. So alleine sein. Komm, kauft nie mehr bei Nokia das neue Handy. Jedes Jahr den letzten Rest von Stolz lassen wir uns nicht nehmen. Geht nach Rumänien oder Elba, kauft eure Scheiß-Handys selber und noch eins. Ihr solltet euch was schämen. Das Traumpaar der deutschen Politik ist nicht mehr Joschka und Gerd, das ist jetzt unser Angela und Franz Müntefering aus Neheim-Hüsten oder was das Arnsberg. Und wie die beide sich kennengelernt haben, das war so. Im Berliner Reichstag, die Angela stand, da kam Müntefering und küsste ihr die Hand. Sie klagt ihm ihr Schicksal, ihr Blick war so leer. Sie braucht eine Mehrheit und sie weiß nicht woher. Lass uns koalieren, mein starker Westfale. Macht auch der Schröder am Anfang Randale. Wir regieren zusammen, du wirst Vizekanzler. Erst verjagen wir Schröder und danach den Stoiber. Dankeschön. Aber ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich möchte nicht in der Haut von Angela Merkel stecken. Gut, wer will das schon? Ich glaube auch nicht, dass ein roter Hosenanzug an mir irgendwie vorteilhaft wirken würde. Aber ich glaube, Angela Merkel ist so fest im Sattel wie seit Jahren nicht mehr. Ehrlich, glaube ich. Ich glaube, Angela Merkel ist die erste Spreewaldgurke, an der man sich die Zähne ausbeißen kann. Allein die erste Auslandsreise. Ne, wir haben uns ja alle gefragt, wohin fährt sie zuerst? Zuerst nach Polen oder erst nach Frankreich? Hat ja auch eine gewisse Symbolik. Ne? Zuerst nach Polen, erst nach Frankreich. Warschau oder Paris? Dienstauto weg oder Dienstauto brennt? Frau Merkel hat sich für Frankreich entschieden, war ein Riesenerfolg. Wurde ja live im Fernsehen übertragen, wie die Maschine auf dem Flughafen Charles de Gaulle landete. Dann rollte die Maschine auf dem Rollfeld aus, deswegen heißt das Feld ja so. Dann wurde die Gangway rangerollt, der rote Teppich ausgerollt. Frau Merkel schreitet die Treppe herunter. Und unten steht Jacques Chirac und sagt, erstaunlich. Und aus dem gleichen Land kommt Heidi Klum. Ich will damit natürlich um alles in der Welt nichts gegen blonde Frauen gesagt haben. Keinesfalls. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Nein. Claudia Schiffer zum Beispiel ist blond und ist hochintelligent. Claudia Schiffer hat einen IQ von 240. Das ist Wahnsinn. 240 ist gewaltig, wenn Sie mal überlegen, Albert Einstein hatte nur 150. Verona Feldbusch hat 9. Knäckebrot hat 12. Ja, das ist also 240 ist gewaltig bei Claudia Schiffer aufgeteilt auf 90, 60, 90. Kennen Sie Dolly Buster? Ja? Dolly Buster hat solche Busterhalter. Ich habe sie neulich noch gesehen auf dem Presseball.
Sie tanzte gerade mit Norbert Blüm. Es war ein Bild für die Götter, das sah aus, als hätte Norbert Blüm Kopfhörer auf. Ja. Seine Frau war auch ein bisschen sauer, die hat gesagt, Mensch, Nobby, aus dem Alter solltest du nur wirklich raus sein. Aber er hat gesagt, ach Gott, für die extra Portion Milch ist man nie zu alt. Dolly Buster hat so einen Busen, ehrlich, so einen Busen. Wenn die irgendwo klingeln will, dann muss sie einen Schritt zurückgehen. Nee, ich finde es auch nicht schön. Viele Frauen finden es toll. War neulich noch eine Frau beim Arzt und hat gesagt, Herr Doktor, ich bin was flach vorne, können wir das operativ ändern? So, der Arzt, das ist überhaupt kein Problem. Schauen Sie mal hier in diesen Schrank, alles, was Sie hier sehen, das sind mögliche Implantate. Die kann ich Ihnen alle einsetzen. Ach, das ist ja wunderbar, da sind ja Formen dabei, herrlich. Der Arzt, habe ich Ihnen doch gesagt, übrigens, welche Kasse sind Sie eigentlich? Sagt sie, AOK, macht er einen Schrank wieder zu und holt aus seinem Schreibtisch ganz unten so einen kleinen Schuhkarton raus und sagt, das könnte ich Ihnen anbieten. Oh, sagt die Frau, das ist aber nicht viel. Nee, sagt er, viel ist das nicht. Aber da sind so 2 kleine Pumpen dabei, die werden unter den Armbeugen installiert und dann kann man das bei Bedarf so weit aufpumpen, wie man das gerne hätte. Was bleibt ihr anderes übrig? Die lässt sich das einbauen, hinterher sozusagen direkt vom OP ab zum Ball der einsamen Herzen. Die hat kaum Platz genommen, da kommt ein Typ rein. Aber ein Typ. Lange, schwarze, lockige, angegelte Haare. Stahlblaue Kontaktlinsen. So ein Body. Die steht direkt auf und geht auf den zu und er sagt, ach, sind Sie auch bei der AOK? Die Brüste von Heidi Klum heißen Hans und Franz. Ha, ist das schön? Das ist schön, aber es interessiert mich nicht. Ich muss gar nicht wissen, wie die Brüste von Heidi Klum heißen. Ich will mir die angucken, ich will mich nicht mit denen unterhalten. Ne? Die Brüste von Heidi Klum heißen Hans und Franz, ja und? Die von Paris Hilton heißen Hinz und Kunz, weil jeder dran darf. Ja? Fremdgehen, schönes Thema. Männer über 40 gehen fremd, ist klar. Aber Frauen über 40 gehen auch fremd. Und Frauen über 40 können das öfter. Ich liebe diese Reaktion. Am Anfang so ein leichtes Kopfschütteln, sowas. Und dann so ein leichtes Lächeln, so. Und das soll mir jetzt zeigen, du erzählst einen Blödsinn, sowas würde ich nie tun. Das ist die Realität. Wissen Sie, was ich der Frau antworten würde? Du wolltest noch mit rauf auf einen Kaffee, auf eine Flasche Bier, auf eine Tasse Tee. Dein Champagnerglas steht am Wannenrand, hinterher ist uns der stramme Max verbrannt. Hast bei mir geduscht, hast bei mir gepennt, unser Frühstück war wirklich opulent. Jetzt willst du nur weg, was wird denn jetzt aus den Gläsern, den vielen? Du musst erst noch spülen. So geht das nicht. Letzte Woche der Sturm, der Herbststurm hat mir die Osterglocken umgemäht. Wir hatten Frühling mitten im Winter. Manche sogar einen zweiten Frühling. Horst Seehofer. Haha, war das eine Meldung? Horst Seehofer wird Papa, ist das nicht schön? Gut, die Mutter ist jetzt nicht unbedingt seine eigene Frau, ist eine andere Frau. Aber der Günther Beckstein, sein Parteikollege, der hat sofort gesagt, kein Problem, eine außereheliche Affäre. Das wäre vielleicht vor 50 Jahren ein Problem gewesen, aber doch heute nicht mehr. Leben Günther Beckstein. Wir reden über Bayern. Bayern ist vor 50 Jahren. Ich frage mich das ehrlich. Hören Sie mal, der Mann ist Vorstandsmitglied der CSU, der wohnt in Bayern und erwartet ein uneheliches Kind. Kriegt er keinen Ärger mit der katholischen Kirche? Hä? Ich glaube nicht, nö. Nö. Gut, er hat Ehebruch begangen, ja. Aber er hat nicht verhütet. Frau, müssen Sie sich vorstellen, die ist letztes Jahr über die tollen Tage in Skiurlaub gefahren. Können Sie sich das vorstellen? Schlimm, sowas. So, jetzt hätte ich nicht hier Hirot. Einen Tag vor Weiberfastnacht ist die nach Österreich in Skiurlaub gefahren. Hat schon von zu Hause einen Skilehrer gebucht. Am ersten Tag mit dem Lift hoch zur Hütte sieht zum ersten Mal diesen Skilehrer. Und das war ein Mann. Ein Mann, muskulös, braun gebrannt, die Haut so wettergegerbt, wie das bei diesen Bergvölkern ja so typisch ist. Und er hatte Augen, so blau, so tief wie Bergseen. Die Frau konnte gar nicht anders. Die ist direkt rum um die Hütte, rein in den Heuschober und dann ging das ja. Und als die beiden hinterher so ermattet im Heu liegen, da sagt sie zu ihm, jetzt musst du mir aber auch sagen, wie du heißt. Nee, sag ich nicht. Warum nicht? Ich heiße Horst. Ja, und mit Nachnamen? Sag ich nicht. Warum nicht? Du lachst dann. Nein, ich lach nicht. Doch, du lachst, er hat's ihr nicht gesagt.
Die sind den ganzen Tag Ski gelaufen. Am nächsten Morgen sie wieder mit dem Lift hoch zur Hütte. Sieht diesen Skilehrer in diese unglaublich tiefen blauen Augen. Sie kann nicht anders. Sie kommt gar nicht erst in die Skischuhe, direkt rum um die Hütte, rein in den Heuschober und tja. Und als die hinterher so völlig ermattet im Heu liegen, sagt sie so, jetzt musst du mir aber sagen, wie du mit Nachnamen heißt, Horst. Nee, sag ich nicht. Warum nicht? Du lachst dann. Nein, ich lach nicht. Doch, du lachst. Vielleicht sage ich es dir am letzten Tag. Na, die nächsten 14 Tage, die sind ordentlich Ski gelaufen. Am letzten Tag fährt sie mit dem Lift hoch zur Hütte, schaut diesem Skilehrer in diese unglaublich tiefen, blauen Bergseeaugen. Sie kann nicht anders. Sie kommt gar nicht erst in die Skischuhe, direkt rum um die Hütte, rein in den Heuschober und ja. Und als die hinterher völlig ermattet im Heu liegen, da sagt sie so, jetzt ist es soweit, Horst. Jetzt musst du mir deinen Nachnamen sagen. Nee, sag ich nicht. Warum nicht? Du lachst dann. Nein, ich lach nicht. Doch, du lachst. Horst, du hast es mir versprochen. Es ist mein letzter Tag. Na gut, ich heiße Horst Neuschnee. Und die Frau lacht. Die lacht, die kriegt sich gar nicht mehr ein vor Lachen, die schmeißt sich rückwärts ins Heu vor Lachen. Und er sagt, siehst du, du lachst ja doch. Sagt sie, ja, aber ich lach doch nicht über deinen Namen. Weißt du, als mein Mann mich in Köln am Hauptbahnhof verabschiedet hat, da hat er zu mir gesagt, Schatz, ich wünsche dir einen wunderbaren Urlaub und jeden Tag 20 Zentimeter Neuschnee. Ich hab 3 Haare auf der Brust, ich bin ein Bär. Ich zähl sie jeden Tag, es werden halt nicht mehr. So ein Bär scheut in der Tierwelt überhaupt keinen Vergleich. Man kann mit Bären prima kuscheln, denn so ein Bär ist herrlich weich. Wer's einmal ausprobiert hat, will immer mehr. Ich hab 3 Haare auf der Brust, ich bin ein Bär. Ich kam zur Welt mit gut 12 und die Mama hat geflucht. Der Doktor schrieb erst mal ein Briefchen an das Guinness-Buch. Den ganzen Kopf voll Glatze, wie's fürs Baby sich geziert. Nur wo die Haare waren, hat die Mama irritiert. Ich hab 3 Haare auf der Brust, ich bin ein Bär. Ich zähl sie jeden Tag, es werden halt nicht mehr. So ein Bär scheut in der Tierwelt überhaupt keinen Vergleich. Man kann mit Bären prima kuscheln, denn so ein Bär ist herrlich weich. Wer's einmal ausprobiert hat, will immer mehr. Ich hab 3 Haare auf der Brust, ich bin ein Bär. Ich hab 3 Haare auf der Brust, ich bin ein Bär. Bei uns um die Straßenecke, da ist ein Italiener, ja? Bei uns um die Straßenecke ist ein Italiener, das ist meine Stammkneipe. Da bestelle ich immer Funghi al Tonno. Ich war, kurz vor Weihnachten war ich noch da. War sehr schön. Mein Wirt hatte Produktneueinführung. Es gab Kölsch 2 in 1. Kölsch 2 in 1, das ist Kölsch und Korn in einem. Das wirkt. Da geht's am Jägerzaun nach Hause. Und zwar unten. Und ich stehe noch so am Tresen und überlege noch so bei mir, Mensch, was hatte meine Frau gesagt? Hatte die gesagt, geh noch bis 12 in die Kneipe, trink noch 2 Bier? Oder hatte die gesagt, geh noch bis 2 in die Kneipe, trink noch 12 Bier? Ich wusste es nicht mehr. Ich wusste es nicht mehr. Und als ich fertig war mit Überlegen, war es 3:30. Ich aber sofort nach Hause, am Jägerzaun, unten. So 3:30 bin ich aufgebrochen. 7 Minuten vor 4 biege ich in unsere Straße ein. 7 Minuten vor 4 und da sehe ich, meine Nachbarin liegt noch im Fenster. 7 Minuten vor 4. Die liegt immer im Fenster. Wenn ich komme, immer. Das ist so ein Typ Frau, bei der muss der Hintern schwerer sein als der Kopf. Sonst fällt sie beim Tratschen aus dem Fenster. Wenn die Frau mal stirbt, dann steht auf dem Grabstein, jetzt ist sie weg vom Fenster. Ehrlich. 4 Minuten nach 4 biege ich in unsere Straße ein, in unsere Einfahrt. 4 Minuten nach 4 biege ich in unsere Einfahrt ein. Und da sehe ich im Licht der Straßenlaterne meine Ehefrau in der Haustür stehen. Oh. Und die hat so einen Besen in der Hand. Und ich sehe so an meiner Frau hoch und an diesem Besen. Und ich wusste, ich habe nur diesen einen Satz. Und in dem Satz muss alles drin sein. Da muss drin sein, dass ich die Ehe für die wichtigste Institution des 20. Jahrhunderts halte.
Da muss drin sein, dass ich meine Frau abgöttisch liebe. Und das geht noch. Da muss vor allem auch drin sein, dass ich fast noch nüchtern bin. Und ich sehe so an meiner Frau hoch und an diesem Besen. Und ich wusste, ich habe nur diesen einen Satz. Und ich setzte meinen Weg die Einfahrt entlang fort. 6 Minuten nach 4:30 lag ich ihr zu Füßen. Wir haben eine sehr lange Einfahrt. Und ich sehe so an meiner Frau hoch und an diesem Besen. Und ich wusste, ich habe nur diesen einen Satz. Und ich sagte, Liebling, willst du fegen oder wegfliegen? Auf Spanisch heißt die Bierbestellung Cerveza por favor, auf Italienisch Funghi al Tono und hier sagt man Helles, Ober, zack, ein Helles. Ich sprach zum Ober mit leisem Ton, denn meine Kehle brannte schon. Bitte ein Helles. Das ist jetzt fast schon eine Stunde her. Die Blumenvase ist schon leer. Wie auf Hawaii fühle ich mich hier. Hier gibt's kein Bier. Ich weiß nicht, wo der rumturnt, warum der das nicht kann. Ich sitz hier mit meinen Freunden, der Ober kommt nicht ran. Und seit ewiger Zeit bestell ich hier ein Helles. Helles, Ober, zack, ein Helles. Fast jedes Mal sah ich ihn auf seiner Tour. Ich winkte ihm zu, doch er lächelte nur. Es ist schwer, warum kriegen wir denn hier kein Helles? Helles! Oh, ich bin dieses Leitzeug so leid. Badu, 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 badu. Das Waschmittel nur noch halb so schwer und nach der halben Zeit schon leer. Das Bier wird leicht, es wird mir bald zu dumm. Ich wähle nie ein Bier zum Scherz, denn es fühlt wie du den Schmerz. Ich bleibe lieber dick und schief und krumm. Und darum bin ich das Leitzeug so leid. Diesen Werbetextern fällt nichts mehr an, die haben keine Ideen mehr. Die kochen zu lange im eigenen Saft. Die richtigen Ideen hat der Mann auf der Straße. Unser Schützenverein, der suchte neue Mitglieder. Da haben die ein Flugblatt rausgegeben. Unten so ein Coupon dran, konnte man ausfüllen, Name, Adresse, Kontonummer und oben drüber ein Werbeslogan. Da habe ich mir überlegt, Mensch, so ein super Slogan. Der ist nicht von irgendeinem Werbetexter, den hat sich ein ganz normaler Schützenoberst einfallen lassen. Da stand, lernen Sie schießen und treffen Sie Freunde. Mittlerweile wird ja eine Melodie nur noch dann Werbemelodie, wenn zumindest die Chance besteht, dass es Nummer 1 in der Hitparade wird. Zum Beispiel: Es klingelt und ich öffne und ich werd vor Wut ganz rot. Das ist meine Schwiegermutter und die labert mich jetzt tot. Sie geht stumm an mir vorbei und legt einen Zettel auf den Tisch. Da steht, sie war beim Zahnarzt, darf nicht sprechen. Oh, wie fürchterlich, ein schöner Tag. Die Welt steht still, ein schöner Tag. Komm, Welt, lass dich umarmen, welch ein Tag. Letztens habe ich so ein uraltes Lied gehört von Peter Frankenfeld und Lonnie Kellner. Habe ich mir überlegt, Mensch, das wäre eine Werbemelodie für Doppelherz. Gesungen von Helmut Kohl. Mir empfiehlt mein Onkel Dr. täglich 3-mal Doppelherz. Davon geht sofort die Angst weg, es verschwindet rasch der Schmerz. Denn denk ich an die nächsten Wahlen, poltert ängstlich mir mein Herz. Es macht bum, butti, 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 bum. Ich möchte so gerne Kanzler sein. Nicht pfeifen! Nicht pfeifen, ich verstehe ja Ihre Sorge, aber ich darf das. Ich bin ein alter Freund von ihm. Helmut und ich sind alte Freunde. Ich habe ihn neulich noch besucht im Kanzleramt. Helmut, er stand gerade vor seinem Aktenvernichter, vor seinem Reißwolf. Seine Rede zur Lage der Nation in der Hand. Stellt die da so rein, klappt nicht. So rum, klappt auch nicht. Kommt der Weigel vorbei. Sagt der Kohl, du. Theo, kannst du mir mal sagen, wie diese Maschine funktioniert? Der Weigel nimmt das Manuskript, stellt das da rein, drückt auf den roten Knopf, brrrt, fertig.
Ich sagte, siehst du, Helmut, das war's schon. Kohl steht da vor uns, das ist wunderbar. Und wo kommen jetzt die Kopien raus? Gut, ich kann mir Helmut Kohl nicht in jeder Werbung vorstellen. Sagen wir mal, in der Cliff-Reklame. Würde ich jetzt sagen, nee. Obwohl er war gewaltig schnell unten. Aber es gibt ja auch diese wunderbare Werbung, wo ein grauhaariger Mann mit einer Strickjacke in einem Schaukelstuhl sitzt und sagt, ich weiß noch, ganz genau. Als mein Opa, der Konrad Adenauer, mir das erste Mal Bonbon schenkte. Es war nicht irgendwas zum Naschen, es waren wertesechte. Und ich war 37. Er sagte damals zu mir, nimm 2, das macht den Kohl artig fett. Ja, heute kaufe ich meine Bonbons selber. Ich gehe dann immer in das alte Geschäft in Oggersheim und sage, Stork, Riesen bitte, Frau Lange. Und die ersten beiden Tüten esse ich immer noch sofort im Geschäft. Stellen Sie sich mal vor, der Helmut Kohl hätte so eine Praktikantin wie der Clinton. Ja? Ja, stellen Sie sich das mal vor. Und die würde sich so auf den Schreibtisch legen und dann würde sie hauchen, komm, Kanzler. Und Helmut Kohl nimmt Anlauf, springt ab. Also eine Aussage macht die nicht mehr. Aber das eine sage ich Ihnen. Wenn Kohl geht, der geht nicht so einfach. Ein Kohl geht nicht so einfach. Wenn Kohl geht, dann geht er so, wie Maske immer gekommen ist. Der wird sich in die Bundespressekonferenz stellen vor diese 18 Mikrofone, vor die 200 internationalen Journalisten, im Bademantel. Dann wird er ein letztes Mal die Stimme erheben und er wird sagen, time to say goodbye. Wir hatten ja dieses Jahr eine Beichtwelle sozusagen. Im Sommer eine Dopingbeichte nach der nächsten. Rolf Aldag hat gedopt, Erik Zabel hat gedopt, Bjarne Ries hat gedopt. Ich glaube, ich habe eins bei diesen Dopingbeichten gelernt. Wer nicht dopt, gewinnt nicht. Oder um es anders auszudrücken, Ralf Schumacher dopt nicht. Ralf Schumacher, ich weiß nicht, ob Sie es gelesen haben, Ralf Schumacher will ein Jahr Pause machen vom Formel-1-Zirkus. Er will den Jakobsweg fahren. Es gibt, glaube ich, nur einen einzigen Menschen in diesem Radzirkus, der nie gedopt hat, und das war Jan Ullrich. Bei Jan Ullrich und seinen Ärzten, oder sagt man Dealer, da hat die Chemie gestimmt. Da war einmal so ein Mann gewesen, ist mit einem Fahrrad durchs Land gepäst und fragte einen Reporter, was sein Geheimnis wär. Ja, dann sagte der, Epo im Kaffee, Insulin und Steroide in den Tee. Auf die Stulle Glucocortison, nur so kommst du ins gelbe Trikot. Morgens Nandrolon und zum Frühstück Eigenbluttransfusion. Kommt noch eine Pulle Rinzinussel mit ins Spiel. Dann schießt du flüssig bis ins Ziel. Ich habe letztes Jahr, einen Tag nach Aschermittwoch, habe ich angefangen zu joggen. Und wenn man anfängt zu joggen, dann muss man sich erstmal komplett neu einkleiden. Ich habe mir einen leuchtorangenen Jogging-Sweater gekauft. Leuchtorange. Überfahren werde ich schon mal nicht. Dazu passend leuchtorangene Jogging-Schuhe. Nike Shox R4. Ist ein super Schuh. Die haben lamellengelagertes, Senkfuß spreizendes Dingens quer unter der ganzen Sohle. Merken Sie sich den Namen Nike Shox R4. Die heißen so, weil die ungefähr das gleiche kosten wie mein erster R4 damals. Also obenrum habe ich diesen leuchtorangenen Jogging-Sweater, unten die leuchtorangenen Nike Shox R4 und dazwischen, Achtung Mädels, dazwischen trage ich schwarze, hauteng anliegende Jogging-Tights. In welcher Größe? In SE.
Es dauert eine Zeit lang, bis ich drin bin, aber dann sieht super aus. SE ist eine Abkürzung, das heißt Small Elephant. Man sieht schnell aus und man hat Platz für einen Rüssel und das ist wichtig beim Laufen. Ich sehe im Stand super schnell aus. Super schnell. Wenn ich allerdings in Bewegung gerate, das heißt, wenn ich ins Laufen falle, da relativiert sich das. Da werde ich schon mal vom Feind überholt. Und der Feind, das sind die Walker. Sie latschen um die Wette mit den Stöcken in der Hand, 1000 Mann. Ha, hu, ha, im Wald, im Flur, im Fahrstuhl, überall kommen sie gerannt, Mann, oh Mann. Ha, hu, ha, ich springe auf den Waldweg, ich renne einen um. Ich hab da mal eine Frage und wer nicht fragt, bleibt dumm. Da gibt's etwas, das ich nicht verstehe. Hu, ha, Skilanglauf. Hey Leute, ho Leute, fällt euch heute etwas auf? Skilanglauf. Ohne Schnee und ohne Skier, das sieht einfach scheiße aus. Ich geh Wodka holen, wir sind zwar nicht in Polen, ja, aber euch haben sie die Skier geklaut. Dankeschön. Männer über 40 haben es sehr schwer. Ich bin jetzt ein Mann über 40 und als Mann über 40, da hört man sich schon beim Frühstück, hört man da schon die Ehefrau sagen, Schatz, mit der neuen Brille siehst du fürchterlich aus. Aber Liebling, ich habe gar keine neue Brille. Du nicht, aber ich. So was passiert. Männer werden nicht so alt wie Frauen, das müssen wir festhalten. Männer werden im Durchschnitt, im Moment in Deutschland, 75,48 Jahre alt. Das ist nicht schlecht. Mit 75,48 Jahren mit einem Glas Kölsch in der Hand von der Theke kippen ist okay. Aber es ist nichts gegen Frauen. Frauen werden im Moment in der Bundesrepublik Deutschland 80,88 Jahre alt. Das heißt, Frauen werden 5 Jahre älter als ihre Männer. Warum? Warum? Ich glaube, der liebe Gott schreibt den Frauen die Zeit gut, die fürs Einparken brauchen. Am 9. Tag, da schuf der liebe Gott die Dialekte. Und alle waren völlig begeistert. Der Berliner, der sagte, ich hab so einen tollen Dialekt, war so ein super Dialekt, war herzlichen Dank, lieben J, war? Und der Dresdner, der Sachse, der sagte, mein Gott, mein Gütester, ich hab so einen wunderbar kultivierten Dialekt. Wenn Sie Spaß haben, ich sprach überhaupt kein Ü, ich nehme einfach ein Ü. Und der Hamburger, der sagte, ich habe so einen feinen Dialekt, ich kann Tünknaps nacken, ich stolper über einen spitzen Stein, das klingt so herrlich hanseatisch. Herzlichen Dank, lieben Gott. Und der Münchner in seinem ihm eigenen Charme sagte der, ja mei, aber uns schon ein Dialekt an diesen vergelt's Gott. Nur für den Kölner, da blieb kein Dialekt mehr übrig. Die waren alle schon vergeben. Der liebe Gott hatte alle Dialekte schon verteilt. Und der Kölner, der war sehr, sehr traurig. Und der Kölner, der hat auch ein bisschen geweint. Und das packte den lieben Gott ans Herz. Er legte dem Kölner die Hand auf die Schulter und sagte, na gut, Jung, dann sprichst du also so wie ich. Bei uns ist hier im Karneval schon manches Lied erklungen. Wir haben hier im Karneval schon manches Lied gesungen. Über die Isbut und die Kaffeebut und den Besuch im Zoo. Über den Polterabend in der Elsassstraße und den Hühnerstall von irgendwo. New York kennt jeder, ganz Paris träumt von der Liebe. Die Streets of London sind bekannt, von Kölle hört man Liebe. Ja, wenn mir Kölsche singe mir auch manchmal Stuss. Da fährt schon mal ne Karawane mit der Straßenbahn nach Hus. Und darum haken wir jetzt Arme unter Ellenbogen ein und singen endlich mal ne Hymne auf die schöne Stadt am Rhein. Köln ist prima, Köln ist schön, Köln hat einen Dom mittendrin stehen und durch Köln da fließt ein Rhein und Köln hat einen Fußballverein. Schön sind auch die Kölsche Mädchen, heißen Tosca und auch Kätche, auch die Junge sind gelungen, aber niemals hat ein Sänger das gesungen. Sie waren nicht nur schön, Sie waren wunderbar. Danke Ihnen. Schön.